bleibt immer gleich. Und somit Christi zurück. Wir spazieren nun in den Vault 81. Ich Okay. habe vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Natürlich, Ada. Brauchst du keine Sorgen machen. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ich hab die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Herzlich willkommen bei Vault 81. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher. Willkommen in Vault 81. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du einen Vault-Anzug trägst. Kommst du aus einem der Vaults? Ist der noch funktionstüchtig? Nein, nicht mehr. Tut mir leid, das zu hören. Was ist dort passiert? Ist etwas schiefgelaufen? Sie hatten uns in Kapseln in einen Kälteschlaf versetzt. Aber es gab eine Fehlfunktion. Oh mein Gott, all diese Leben verloren wegen einer Fehlfunktion? Unfassbar. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Natürlich. Hier sind sie. Danke. Dr. Pensky wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Natürlich, in deinem Hoffentlich machst du keinen Ärger. Büro. Du, ich mach da gern Ärger, wenn's düst. Das geht flott. Ich brauche an der Stelle nur speichern, meine Waffe ziehen, dir in den Kopf schießen und Butterfly-Effekt halt. Wer bist du? Hi. Oh, jemand von draußen in einem Vault-Anzug. Sowas sieht man nicht alle Tage. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Und das Commonwealth, das ist alles so
unvorhersehbar. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Warum die langen Arbeitszeiten? Wir müssen dafür sorgen, dass uns das Dach über dem Kopf nicht einstürzt. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Natürlich sieht man sich noch. Ach so, jetzt kommt der kleine Bur. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Ashes, wo willst du hin? Trägst du deinen Vault-Anzug auch im Commonwealth oder nur, wenn du uns Das besuchst? wird Aaron nicht gefallen. Na, Archibald, wo willst du denn hin, hä? Warte, mach den Weg frei. Ada, geh aus dem Weg, Archibald will abhauen. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Ja, du kannst ja gehen. Das ist ja mir wurscht, was du magst. Also, das ist ja alles Fladern. Es sind ja alles Fladeranten da herunten. Naja. Finster wie in einem Bärenarsch. Naja. Geh, Ada! Alles finsterer wie in einem Bärenpopo. Haha. Ja. Vault 81. Warum bin ich da eigentlich runtergegangen? Oh Gott. Jetzt kommt der Bur. Schnell weit. Naja. Diese... Hey Mist, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Oma sagt, dass ich ein Talent dafür habe, Sachen zu finden, die ich nicht finden soll. Eigentlich ist sie gar nicht meine Oma. Sie ist nur Priscilla. Aber sie benimmt sich wie meine Oma. Als meine Mama und mein Papa gestorben sind, hat sie mich aufgenommen. Aber egal jetzt. Soll ich dich rumführen oder nicht? Ja, wie ihr gleich schaut, ha? Na gut. Okay, einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen, die dreht durch. Komm mit, wir fangen hier an. Na, hoffentlich rennt sie nicht amok. Das ist recht nett. Ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht auch? Das ist ein Wolken. Ada. Mein kleiner Knirps. Unter der Sonne. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut zu wissen. Gut zu wissen, Austin. Danke. Ich hab dir doch gesagt, dass ich was weiß. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Na, das waren nur Darmparasiten. Kurz bevor ich da oben bin. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Setzt sie die Regeln durch? Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Ja, ich darf an deiner Stelle weitergehen und nicht in die Wand schauen, du Zwergbumsti. Du Zwergbumsti, netten Bär. Bam, badam, bam, bam, bau, bau, badau, bau, bau, bau. Mensch, das ist die wohl langweiligste Hallo, Austin. Führung. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Und ich hab mir gedacht, das ist Schweinefutter. Naja, Wie ist das Essen, abgesehen von den Törtchen? Ich mag's. Mrs. Somerset gibt mir immer einen Nachschlag. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst Ja. du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Kämmen. Oma zwingt mich dazu.
Ja, jetzt gehen wir zum Horatio Kane aus CSI Miami. Freaker. Aber auch noch die ersten 6 Staffeln. Und dann war's vorbei. Ich hab den Look von der Serie, Meng. Diesen Orange-Look, weißt? Austin? Verdammt nochmal, Du ja. hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Tim Taylor wäre stolz auf uns. Deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Also wirklich wahrherst. Gut zu Wenn ich wissen. eine neue Frisur brauche, komme ich hierher. Ich hasse es, wenn meine Haare geschnitten werden. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Ja. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Das freut mich, dass du mich anschiebst. Du musst so aufpassen, den musst du richtig auf der Backe kleben, weil sonst ist die Mission nämlich vorbei. Geh weiter, hörst du. Hupsch, au. Hupsch, au. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige sie nicht. Ich helfe ihr. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Manni, das mürrische Mammut. Gut zu wissen. Sie kümmert sich sicher gut um dich. Ja, wenn sie es nicht vergisst oder zu beschäftigt ist. Pass bloß auf, Junge. Nächster Halt, Miss Katie. Ja dann, Abmarsch. Durch die Tür. Komm schon, beeil dich. Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest? Na, das sagt nur der Büderraum im Schrank des zerstörten Hauses. Bau, 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 bau. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Viele Kinder? Gibt es viele Kinder im Wort? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Aha. So wie du jetzt gestanden bist, hat man früher immer kleine Kinder bestraft, wenn sie schlimm waren. Ab ins Eck mit dir! An meine Uroma kann ich mich dann erinnern. Den Rücken hörst du! Das ist eine Mischung aus Niederösterreichisch, Burgenländisch und Wienerisch. Na was ist, Herr Stepper? Grau weiter! Entschuldigung. Na was ist? Mein Gott, na. Jetzt schaut er wie ein Autobus. Ja, grau weiter, hörst du. Hey, das ist ein Mimosen-Charlie. Also ich glaub, der Wald tut dir nicht gut, hä? Grau weiter, hörst du. Mein Gott, na. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Ja, das habe ich die letzten 2 Minuten festgestellt. Gut zu wissen. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich her. Hoffentlich hast du nichts gegen Nadeln. Hier drin wird man oft gepiekt. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Ja, wo willst du jetzt hin, hä? Hast du das jetzt bald? Hat's die KI bald für den Spiel, hä? Na, hoffentlich. Na ja, traurig, wenn nicht. Na, grau weiter, hörst du. Mama mia, Alter, der braucht ja die ganze Episode, hörst du. Oh Gott, ich sag, das sowas ist später meine Pension sichern. Bam, baum, badam, bam, baum, baum, badam, baum, baum. Kennt ihr den Film Spiel mir das Lied vom Tod? So ungefähr kannst du das auch vergleichen. Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth.
Oh Gott, die hat ein Tempo beim Aufkrallen, das ist ja unsagbar. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Du bist Austins beste Freundin? Wir sind schon lange Freunde. Es gibt nicht so viele andere Kinder im Vault. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Ich gehe dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Ja klar, weißt wieder die eine vom anderen schnackselst. Mhm. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Er geht schnackseln, das musst du verstehen. Die arme Erin. Ihre Katze ist ins Commonwealth davongelaufen. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Oma ist ziemlich toll. Zumindest mir gegenüber. Naja, auf Granny Sex stehe ich nicht, aber ist ja wurscht. Aber die andere Seite. Aus! Ah, Bruder, du wirst das nie lernen. Aber ich glaube, jetzt hat der Laden zu, gell? Sollen wir uns da hersetzen? Wir haben gerade ins Hirn von unserem Charakter geschaut. Da ist nix da. Mädel! Ich tat mir das noch mal überlegen. Aber mit deinem alten Tattinger Sepp wirst du nicht glücklich, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Machen wir 13 Stunden und da warten wir jetzt. Super, da läuft überall die Musik. Na, die Episode wird lustig mit Hochladen. So dann. Ich suche was. Achso, da können wir schaurige Geschichten erzählen. Das können wir später, glaube ich. Ich mach mal gleich zum Affen. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey je, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Was soll ich erzählen? An was für Geschichten hast du denn gedacht? Nicht zu Brutales, aber die haben sicher eine Menge Fragen an dich. Danke vielmals. Also das Brutalste, was ich da erzählen kann... Preston Garvey. Das ist die Brutalität pur. Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Na gleich zuerst. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Woher kennst du eigentlich Todeskrallen? Ich höre viele Sachen. Oma hat von einem Commonwealth-Typen davon gehört. Commonwealth-Typen, naja. Todeskrallen sind sehr gefährlich. Es war ein harter Kampf. Wie hast du sie erledigt? Liebesgeschichten über Maulwurfsratten. Aber was nimm ich jetzt? Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Minuteman immer noch in der Falle. Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Wow! Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Preston und ich haben geschossen, bis das Vieh tot war. Da waren bestimmt viele Kugeln notwendig. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Nur, sag ich nicht nein. Sehr gut. Das war die Chronologie des Grauens. Das war die Chronologie. Naja. Schiebetür öffnen. Willkommen, willkommen. Ja, begrüße, Alter. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber Nö. ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Absolut Würdest nicht. du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Du kannst eine Stuhlprobe auch haben. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Jo. Bei Stuhl und, Scheiße, was wird jetzt da? Bei Setz Stuhl? dich hier hin. Ja. Es dauert nur einen Moment.
Bei Stuhl und Urin wird's doch gleich intim. Aus! Gut, Tati. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Doch. Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Richtig. Da wird doch glatt das Blut im Darm verkalkt. Gut, ich würde eigentlich was anderes machen. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Deine Schrauben? Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Das sollte sich auch heute nicht ändern. Bei die Schrauben da die im Hirn noch schauen, ob die eh festzogen sind. An der Denkermütze. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Warum? Ist mir nicht mal aufgefallen. Danke, sehr höflich. Lass es mich wissen, wenn ich dir mit etwas helfen kann. Ich habe hier von allem ein wenig rumliegen. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in der Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Wisst ihr was, wir kennen die Geschichten eh alle. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ich hoffe die selber auch. Genau, wegen dieser Waffe bin ich hier runter. Was gibt's da noch? Erhöht die Laufgeschwindigkeit, bla bla bli. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Das haben wir schon. Bourbon, Wodka, also Mädel hast du auch nicht da. Die Gleisbolzen nehmen wir mit. Handel bestätigen. Aha! Und jetzt schaut sie wieder wie ihr wisst aber eh, gell? Wenn wir die Mission da für Vault 81 erledigt haben, wenn wir diese Aufgabe für den Vault erledigt haben, rahmen wir natürlich gleich aus, gell? Das kannst du sicher sein. Ciao! Wie ist es gehört? Ja, hi Ada. Wie geht's, ha? Alles klar? Alles gut im Stuhl? Alles Blut im Stuhl? Ja, eh schon wissen. Gut, wir reisen jetzt schnell zu Red Rocket. Tut mir leid wegen den Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Ja, ist ja kein Problem. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Ich weiß. Die ficken dich wieder zusammen. Jawohl, die ficken mich wieder zusammen. Das ist natürlich schön. Die ficken mich wieder zusammen und stricken mir einen Schal. Genau. Das würde ich sagen.